Die Zimbern und Teutonen. Ich war ein Strick als kleiner Bu und noch ein Faulpelz dazu. Es wollt net in mein Koppe neu, dass doch die Schule nötig sind, um die Bildung zu studieren und sonst noch Dings zu profitieren. Mein Lehrer he mich als verschlah und dann daheim mein Vater a. Meine Mutter hat mir jede Woche mit gute Worte zugesprochen. Es hat nix genützt. Er ganze Kunst war an mehr faulem Bursch umsonst. Nur in einfach, da war ich fleißig, da hab ich als gelernt verdreißig. Das war Geschichtsstunde. Heut noch weiß ich in dem Fach mehr wie in Französisch. Da hat mein Lehrer als verzählt, wie's früher war auf der Welt, wie die Athener und Spartaner sich als verschlagen untereinander, wie sellemols der römische Staat in Fort Händel hat gehabt, wie se die Gallier und Samniter vermöbelt hen als wie's Gewitter, wie später dann der Hannibal in ihr Gebiet is eingefallen und kloppt der Rämer auf die Kepp und schlacht se halber krumm und schepp. Am größten aber war mei Fred, wann von de Deutsche war die Ritt. Was des für Riese sind gewest, wo jedermann 2 Meter messt. Was die dem Römerpack die Gosch auf deutsche Art hen vollgedrosch. Und wie die Zimbrer und Teutone in Frankreich drunne an der Rhone dem Römerchores hen gewiss, wie stark als mer in Deutschland is. Da war ich stolz im Herz da drin, dass ich ein deutscher Bürger bin. In meinem Geschichtsbuch hat's gestanden von Seite 96 an. Da hab ich als so viel gelesen, dass ich noch heut fast alles weiß. Die Blätter waren ganz voll Dreck, besonders unrechts im Eck, da wo man als de Finger hat, wenn man die andere Seite aufschlagt. Da drin war alles aufnotiert, was einem besonders interessiert von denen Zimbrer und Teutone. Wie als die römische Legione schon Angst gehabt hätten, stundenlang, bevor na die Schlacht hat angefangen. Jo, sie hens halt kumme sehen, dass sie schon wieder Mages kriegen. Da hat in Rom der Hochsenat kolossale Angst gehabt. Der Konsul is rumgelaufen, als wäre grottevoll gesoffen. Die Volkstribune sind zu zweit ganz krank vor Schrecke in ihr Bett. Es Volk steht ängstlich auf der Gass und is ganz still und todeblass und heult und wimmert weh und ach. Jetzt kriegt es römisch Heer die Krach. Auf einmal kommt ein Reitersmann und kreischt so laut, als wie er kann. Hurra, hurra, mir hen Gesicht, die Zimbrer hen ihr Mages kriegt. Und es war auch leider wirklich so, der Reitersmann hat nicht gelogen. Die Deutsche hen die Schlacht verloren und sind all abgemetzelt worden. Ach Gott, heut muss ich als noch flennen, dass es so weit hat kommen können. Mein Lehrer hat als noch gesagt, seht, Schüler, das ist jammerschad, dass man nicht weiß, woher die Scharen der Zimbern und Teutonen waren. Zwar man vermutet ziemlich stark, sie stammten wohl aus Dänemark, doch auch die Ansicht wird vertreten, sie seien eingestammte Schweden. Und wieder andere sagen, nein, sie sind vielmehr vom Niederrhein, doch die Beweise bleibt man schuldig, und das Papier ist ja geduldig. Ach, lieber Gott, da muss man lachen, was die gelehrte Sache mache. Da weiß jeder alles besser von den lumpischen Professor. Da sagten jeder immer grad was anderes als der andere sagt. Na, ich bin auch kein dummer Mann und kann meine eigene Meinung haben. Das Volk der Zimbern und Teutonen tat einstens in der Rheinpfalz wohnen. Das ist meine Meinung, meiner Seele, und wer's nicht glaubt, is Kamel.